Servus, grüßt euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute ein Tutorial von der Arena für Anfänger, die wo nicht so ganz wissen, wie das funktioniert, was man anhat und ja, wo man sich am besten hinstellt oder wie man am besten durchkommt. Weil einfach ist nicht. Aber wenn man weiß, was man zum Tor hat, gar nicht so schlimm. Ich bin die Feldwalzen und sage euch, wie das geht. So, als allererstes muss ich euch verzeihen, gleich wenn es einer rennt, sitzt ein hinter den Reifenstapeln hin, schmeißt ein Geschütz da vorne auf die Mülltonne drauf, weil Technikerbild, das habt zumindest ihr, und dann die Ads und Roboter niedermachen. Am besten zuerst die wo Bomben schmeißen können, weil die ganz gefährlich sind. Wenn man gleich am Anfang gesehen hat, die Bomben, die weg, das sagst, gibt's das. Also vorsichtig. Es kommen dann noch mit zwei Wellen, jeweils ein Hubschrauber. Jetzt haben wir die erste, die wo da gestanden sind, fertig gemacht. Jetzt kommt schon der erste Hubschrauber. Die seilen sie dann ab. Also ich spiele da immer auf Nummer sicher, total defensiv. Weil, ja, wenn ich vier renn, haut es mir weg. Ich bin nicht der Überflieger, was legendär Spielen angeht. Also gehe mehr auf Sicherheit als wir jetzt auf Aggression. Ja, mit dem Beutel, was wir jetzt da haben, legendär Solo. Das könnt ihr bei mir am Kanal nachschauen. Mit dem habe ich gespielt. Funktioniert super. Habe ich sogar die Sequenz, was wir jetzt da durchspielen, tatsächlich geschafft, allein solo zum Spielen. Nur im zweiten Step hat es mir dann zerlegt, eben weil ich keine Übungen nicht habe. So, weiter. Jetzt da wir da die ganzen Drohnen wegschießen, was da daherkommen, oder die Bomberdrohnen, die sind extrem gefährlich. Bei der letzten, zweiten Welle und der letzten Welle, da kommen jetzt drei dicke. So, Revenium steht vorn, der hat ein Damage-Bild an. Wir lenken den mit die Drohnen und Geschütz ab, die dicken. So steht der relativ sicher am Eingang, muss dann weitergeht dort und kann da sein Damage ausüben. Und wenn man sieht, funktioniert das ganz gut, bis schaust sind die Dicken fertig. Das, wenn ihr das erste oder zweite Mal probiert und habt das falsche Hand, dann seht ihr das, wie schwer das eigentlich ist. So, jetzt einmal vorspulen. So, jetzt kommt dann der zweite Step. Oder sagen wir mal, der nächste Raum. Ja, voller Elan betreten wir dann den nächsten Raum, schmeißen wir Geschütz da vorne auf die Decken drauf, gehen wir in Deckung und versuchen wir alle niederzumachen. Immer schön hier hinten bleiben, nicht viele rennen, so viel Damage machen wie es geht. Wie man sieht, funktioniert es ganz gut. Einen schon weg. So, dann muss einer vier rennen, um die zu triggern, dass die nächste Welle spawnt. So, und dann kommen die drei Dicken. Dann wird es interessant, weil da scheitern schon die meisten. Ich laufe dann so weit wie möglich nach hinten. Geschütz steht noch. Damage geht, also der Damage-Dealer, der Revenium, der steht hübsch weit vorn, der muss eine andere Taktik spielen. Weil wenn man dann sieht, was für ein Bild das er anhat, ist das ganz logisch, weil der einfach nur auf kurze Distanz richtig Schaden macht. So, dank seiner Hilfe sind die dann alle kaputt. Ja, wie gewohnt immer den ganzen Loot aufsammeln, wenn alle kaputt sind. Und dann auf zum nächsten Raum. Man sollte ja ein wenig Zeit lassen und nicht einfach durchbretschen, sondern einfach warten, bis alle Skills wieder auf Null sind, dass man dann wieder frisch in den neuen Raum starten kann. So, jetzt geht es auf im zweiten Raum. Und da sitzt man sich auch gleich wieder hinter die ersten zwei Kisten. Da sitzt mir zumindest ich hin und schmeißt mein Geschütz auf die nächsten zwei Kisten, wenn man da sagt. Und knockt mir da gleich nieder und bleib liegen. Revenium geht links 4, bis da kommt so ein Dresen, da bleibt er dann stehen und geht in Deckung. Mastermind ist rechts neben mir, hat sein Geschütz auch 4 geschmissen. Von dem Fire Chest, was der benutzt. Und da halt dann auch wieder nicht zweit 4 rennen, weil wenn man da zweit 4 rennt, da steht da vorne so ein Geschütz. Da wenn man ein Stückchen drüber läuft, ja, dann spawnt schon die zweite Welle. Und ja, es war nicht so gut. Dann wird es einfach zu viel. Das, was jetzt einblendet, das ist ein Mastermind sein Fire Chest Bild. Ja. Der Desano hat da auch gut. Da kann man dann hernehmen, was man lustig ist, selber ein bisschen umeinander basteln. Ich selber habe noch keins drin, kommt aber, wenn ihr wollt, schreibt es uns in die Kommentare, dann tue ich euch das Bild
einstellen und erklären. Ja, jetzt ist der Revenium 4 gerannt, der Mastermind sitzt auch ganz vorn. Wie gesagt, ich bin wieder defensiv, habe nur mal Geschütz vorn hingeschmissen, wieder zurückgerannt und versuche da, aber so weit es geht, ein wenig im Hintergrund zu bleiben. Da ganz aufpassen in dem Raum, da kommen sehr viele Bomberdrohnen und die nach Möglichkeit so schnell wie es geht vernichten, weil wenn die durchkommen, die blasen euch wieder weg, das sagst, gibt's das. So, und jetzt haben wir dann schon Start wieder den zweiten Raum geklärt und dann geht's zum dritten. Ja, der dritte Raum, in dem wir jetzt dann kommen, das ist eigentlich kein Raum, nicht eher so ein Treppenaufgang. Da rennst den Treppenaufgang auf und dann kommen da zwei schöne Kampfhunde. Ein lilaner, schwieriges Wort, und ein gelber. So, ich schmeiß da gleich, renn auf und schmeiß mein Geschütz da in die Mitte rein, auf das Ding auf die, ja, was hat man da, Absperrung. So, und dann kommt der gelbe Vierer und der lilane, der rennt grundsätzlich immer außer, den bringst du vorher nicht kaputt. So, Revenium hat es gewusst, pflastert den gleich nieder und der gelbe drin, den müssen wir mir fertig machen, weil ein Revenium wird es dann zu viel, wenn man sagt. Ja. Alles kann der auch nicht rocken, darum sind wir ja zu dritt. Ja, in jedem Abschnitt liegen auch ein paar Kisten umeinander, die haben wir mir jetzt nicht mitgenommen, weil es auch um das geht, wie spiele ich da durch, wo muss ich mich hinstellen. Jetzt kommt der Raum 4, da ist auch wieder ganz lustig, alle wieder ein bisschen sammeln, dass wir da alle Kraft haben. Dann hinter die erste Kiste sitzen, Drohne auf die zweite Kiste vorne drauf und dann spawnen die Gegner ganz vorn. Da auch wieder brutal aufpassen, da kommen recht viele Bomberdrohnen und sind also, wie sagt man da, Roboter, die umeinander Bomben schmeißen. Und wenn man da nicht schnell genug ist, dass man die niederbringt, dann pflastern die zu und überlaufen einen. Da kann man dann schon langsam gehen, die spawnen alle da vorn, ist so eine Wand und da dahinter ist eine Tür und da kommen die allesamt raus. Es sind auch wieder 3 Wellen, einmal mit Kampfhunde, dann wieder mit Ads. Ja, und da muss man sich dann schon zusammenreißen, dass man nicht drauf geht. So leicht wie es jetzt da ausschaut. Ja, da kann man sich dann langsam vortasten, sage ich jetzt einmal, dass man über ein Stückchen weiter vorne geht. Der Mastermind sitzt schon ein wenig weiter vorn. Wie gesagt, die bleibt lieber ein wenig weiter hinten. Die laufen da Stickerl für Stickerl 4 zu der Kanten von der Wand, dass es so schnell wie möglich erwischen, dass die nicht groß umeinander laufen können, dass es gleich wegbläst, wenn sie den Kopf raus dann. Revenium Schild raus und gleich vorn hin und voll pflastern, weil halt der am meisten Damage macht. Ne? So, Raum geschafft. Weiter geht's zum 5. Raum. Ja, der 5. Raum ist relativ simpel. Hat man gesehen, ich schmeiß da vorne auf den Tresen gleich mein Geschütz hin. Mastermind macht das gleiche. Revenium stellt sich wieder hinter den Tresen hinter. Und sobald man da toten knockt und da hinten sitzt, dann kommen die rechts aus der Tür raus und versuchen Vierer zu kommen. Vorne aus der Tür kommt der Dicker, den auch wieder so schnell wie möglich kaputt machen. Darum steht der Revenium auf der rechten Seite dort, weil ihn wieder unsere Drohnen ablenken und der Dicke nur zum da hat und er so gut wie nicht bemerkt. Ja, jetzt gehen wir zu Raum 6. Da gibt es jetzt 2 Taktiken. Entweder man bleibt heraus von dem Raum, das ist die sichere Version. Einer triggert die Ads und dann bleibt man draußen sitzen und wartet man, bis die nacheinander kommen. Schießt man einfach halber gerade von der Tür rein. Oder aber man sitzt sie in den Raum, so wie wir jetzt das dann gleich machen, und geht in Deckung, schmeißt seine Geschütze vorn auf den Tresen hin. Da wo jetzt meins hinwirft. Dann der Mastermind rennt rechts rum, geht da in Deckung und wirft sein Feuergeschütz hin. Revenium schaut aber, dass er gut in Deckung bleibt hinter den Tresen. Er muss halt nah dran, weil er ja mit SMG spielt und ja die auf die Distanz jetzt nicht den Schaden macht. Aber wie man sieht, es ist schwierig da vorne, da zlegt es nämlich gleich. Es kommt dann ein Dicker, da werde ich dann mich ein bisschen verkrümeln und wieder rauslaufen. Hat es eh schon zerlegt an Revenium, aber das einmal ist ja zu verzeihen. Er rennt jetzt auch aus von dem Raum, damit er sich regenerieren kann. Und der Raum ist gar nicht so einfach, als wenn man meint.
So, das ist jetzt das Set vom Revenium. Der hat einen Striker-Set an mit der Ouroboros. Ist auch auf meinem YouTube-Kanal zum Finden. Allerdings mit der St. Elmo und nicht der Ouroboros, weil die habe ich leider noch nicht. Weil in Kirchen auch so eine Geschichte ist, wo ich noch nicht so mich befasst habe damit und auch die Zeit noch nicht gefunden habe. So, dann hätten wir jetzt mal die Welle beseitigt. Und dann geht es weiter zum Raum 7. Der 7. Raum, der jetzt noch ankommt, der ist auch nicht so ohne. Da hat es mir am Anfang regelmäßig zerlegt. Da ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Türe auf, triggern und dann wieder in den Raum, wo wir gerade stehen, zurückrennen und in Deckung bleiben und in Deckung gehen. Machen andere, die wo ein bisschen fitter sind, anders, aber es kommen da gleich 3 Dicke und die dürfen uns nicht überlaufen. Also die müssen immer vor uns bleiben und man sollte schauen, da doch eine Distanz zum Halten. Ja, Mastermind wird es jetzt auch gleich zurückziehen, weil das war jetzt die erste Welle und wenn die weg ist, dann müssten eigentlich die Dicken kommen. Ja, kommen die schon. Und wenn man sieht, alle laufen wir zurück in den Raum, weil es einfach eine sicherere Methode ist. Da kann man jetzt zum Beispiel das Geschütz direkt in die Tür stellen, sollte es da drin ihr Werk nicht verrichten und drauf geht, dann schmeißt man es da gerade in die Tür rein und ja, versucht die Dicken halt zu legen. So, jetzt warten sie alle, bis die Vierer kommen oder unsere Geschütze das Ding kaputt machen. Und mit die muss man immer mit Vorsicht genießen. Die sind auf legendär schon heftig. Ja, jetzt müssen wir die Dicken noch fertig machen. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Luft. Ich möchte auf meinen Community Discord hinweisen. Lauter coole Leute, eine Sammlung von guten Spielern, verschiedenen Clans, die sich alle bei mir treffen. Fungiert also ein bisschen als Treffpunkt und Kreuzung, dass jeder seinen richtigen Clan findet. Und wir helfen alle zusammen für Raids, Incursion, was der Teufel, was ist so anfällt. Neulinge, die wo ein Bild brauchen, helfen farmen, etc. Läuft komplett auf PC. PlayStation-Spieler und Xbox-Spieler sind natürlich auch sehr herzlich willkommen, können sie Anregungen und Tipps holen. Nur miteinander spielen fällt halt aus, weil bei mir überwiegend PC-Spieler sind. Ja, der Raum 9 ist nicht die Dramatik, einfach reinrennen und platt machen, was daherkommt. Der ist nicht so schlimm oder schwierig. Jetzt kommen wir dann in den Raum 10 und da ist ein bisschen ja, tricky. Da muss man rein, gleich links rum dumm, Treppe rauf und so schnell wie möglich ganz auf wie zum Kämmer. Von die Ads, was da umeinander hupfen, einfach vorbeirennen und versuchen nicht getroffen zu werden. Dann jetzt hier bücken und dann das Geschütz da auf das Gelander da vorne draufwerfen. Da hat man dann die besten Chancen, die ganze Gaude da zum Überleben. Mastermind ist natürlich mit, weil er auch ein Technikerbild anhat. Und ja, von hier aus dann die Ads clearen. Gleich gegenüber kommt dann ein Dicker, deswegen haben wir mir da aufgerannt. Und wenn man dann unten umeinander hupft, macht der einen total fertig. Der Hund, der Dicke, ja, kommen da einige daher. Und von da oben, da hat man den besten Schutz. Ja. Man muss nur schauen, dass man schnellstmöglich da raufkommt. Tür auf, reinrennen und drauf. Wenn man sieht, ja, hat man schon ein wenig zum Raufen und zum Kämpfen. Rivenium, der rennt unten umeinander und macht alles unten platt nach Möglichkeit. Der Dicke ist halt in dem Sinn gefährlich, weil ja, der vertragt wieder mal einiges und wenn der dann durchkommt, macht er alles nieder, was er erwischt.
Natürlich gibt es auch andere Taktiken. Ich persönlich kenne nur diese, ja, und ja, funktioniert auch fast jedes Mal. Ja, wenn dann die erste Welle weg ist, dann kann man da ein bisschen runterrennen und versuchen die anderen zwei Dinge noch zu erwischen. Das sind meistens nur zwei Hunde, wo sie so überbleiben. Und ja, auch wieder platt machen. Da ist halt das Bild, was ich anhabe, auch vom Vorteil, weil ich durch den Techniker mehr Schaden auf die Roboter mache. Ja, ich muss wieder mal Zeug einsammeln. Loot ist gut. Dann kommen wir schon in Raum 11. Ja, der Raum 11 ist meines Erachtens nach eines der schwierigsten Sachen, die wo bei der Arena auftreten, weil ja sehr viele Ads und ein bisschen verschachtelt. Man trifft nicht unbedingt irgendwas, es kommen ein Haufen Bomber, die einen wegmachen. Da ist eigentlich die Taktik, Geschütze hinten hinstellen und nicht sterben, auf alle Fälle. Also man versucht alles von da hinten aus zu clearen. Revenium wieder 4 wegen seinem Bild. Und der erste Part von dem ganzen Ding wäre dann geschafft. Aber das geht nur ein bisschen dahin. Der nächste Raum ist wieder Tiefgarage und Raum 11. Also im Raum 11 muss man ein paar Sachen beachten. Jetzt da, wenn man links oder vorn steht, ist es ein kleiner Spalt. Da kann man nicht rausschießen, aber die anderen können reinschießen. Also der Raum bietet keine Sicherheit. Ich stelle mir geschützt da immer in die Mitten, verstecke mich da hinter der Säule und versuche einfach nicht zu sterben. Es kommen ein Haufen Ads und ja, Hunde und was der Teufel was alles. Ist es am besten hier hinten wieder zum Bleiben. Und ja, Revenium liegt schon. Ähm, Wie gesagt, der Raum da ist echt mit Vorsicht zu genießen. Da sterben am Anfang die meisten. Bomberhunde und ja, man kann einfach nur das Geschütz hinstellen, versuche da was zum Treffer und das ist echt also ein bisschen Glückssache in dem Ding. Man sagt, ey, da kommen Drohnen ohne Ende, da muss man den richtigen erwischen, damit der nichts mehr starten kann. Aber wenn es gerade ein bisschen blöd läuft, dann fällt man nach der Reihe um und dann war es das. Dann wieder von vorne. Also wie gesagt, da gibt es jetzt nicht wirklich eine richtige Taktik. Die meisten bleiben einfach hinten und versuchen von da hinten das Ding zu clearen. Ja, wenn man sieht, das ist denkbar hart, das ganze Ding. Und ja, man kommt da doch ans Limit. Und wenn man jetzt da ein schlechtes Bild hat, dann hat man so gut wie fast keine Chancen mehr. Also wie gesagt, die anderen zwei sind erfahrene Spieler. Ich bin nicht so der Burner in Legendär, aber in dem Tiefgaragenabschnitt, ja, da zerlegt es dann doch so die einigen. Wenn man sieht, defensiv bin ich, ja, auch mit Absicht, dass man die anderen dann ein bisschen wiederbeleben kann, aber da gehört jetzt wieder auch ein Klick dazu, weil das so ausgeht, das ist meistens dann das Ende von dem Ganzen. Na, eben wegs die Bomber. Ja, aber hat's mir dann auch mal erwischt.
Jetzt sind wir beim Raum 11, Giftgasraum. Man versucht das Ding auszuschalten, irgendein Schalter ist dann schon. Wieder hinterm Tresen bleiben, nach Möglichkeit. Da kommen zuerst Roboter und auch Dicke und muss echt schauen, so schnellstmöglich die Platz zu machen, so gut wie es geht. Mit meinem Bild funktioniert das relativ gut und Revenium gibt seinen Rest dabei, Rest dazu. Mastermind mit seinem Fire Chest kann jetzt da nicht den Teufel voll ausrichten. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Raum, der Arena, Raum 12. Gut hingehauen, ja. Und da ist jetzt die Taktik eigentlich die mit dem Technikerbild laufen rein und gleich wenn man reinkommt, ist da so ein ja, Podest da. Mastermind, du Staufe, ich du Schaufe. So, und dann schmeißt man das Geschütz da unten auf so einen gelben Kasten drauf oder da hervorn und dann erst einmal die Ads clearen, ja. Da herum hat man die besten Chancen zum Überleben. Da kommen 3 Wellen und man muss da haben 2 Sniper hinten, die muss man aufpassen, dass die einen nicht wegmachen. Also die sind jetzt halt momentan die einzige Gefahr, die was man jetzt da hat, wenn man da umsetzt. Bei der zweiten Welle seilen sie dann alle ab, die haben da von dem Lampenschirm, was da dort hängt, oder die LED, der LED-Schirm, ja, da seilen sie dann welche ab. Und ja, von da aus erwischt man die halt relativ gut. Wenn dann der Endboss kommt, der dürfte jetzt da nicht gleich auftauchen, bei dem muss man zuerst den Rucksack wegschießen, dass er der nicht heilen kann. Und der Rucksack, der hält immens viel aus. Wenn dann der Rucksack kaputt ist, dann Voll Damage auf den Kopf. Dann bringt man den relativ gut zu Fall. Ja, da kommt eh schon der Oberdicke. Also volle Granate auf den Rucksack, damit der seinen Heilungsprozess da einstellt. Ja, wenn man da noch was trifft, ist auch gut. Da hat jetzt halt, der Mastermind ein anderes Bild angezogen und zum Schluss spielt er da mit einem Rasiererbild vor ihm. Das ist, spielt sich mit der Pestilenz. Es macht halt immens viel Schaden, weil sonst dauert das ewig. Ich mache zwar auch nicht schlecht Schaden. Was man nur aufpassen muss, der ja, furzt sozusagen ein bisschen rum und der haut dann die ganze Rüstung weg, wenn man zu nah dran ist. Also Revenium, wenn jetzt da dran steht, den bläst weg, weil er hat einfach Zwingrüstung, also dass er das überleben darf. Aber ja, funktioniert dann ganz gut. Jetzt ist uns noch unser Raid-Leader, der Dragon House, dazu gesprungen und der hat ein Verstärkerbild an.
also ein Unterstützerbild, sagen wir so, super Bild und verstärkt nochmal unseren gesamten Waffenschaden. Ich glaube um 40%, da müsst ihr jetzt aber lügen. So, und das war jetzt dann der ganze Zauber. Wenn jetzt Regenhaus nicht gekommen war, naja, nachher hätte es ein bisschen länger dauert, weil wir mir halt allein zu dritt nicht so viel Schaden haben, als also mit dem Verstärkerbild geht es halt dann relativ schnell. Ja, das war's dann. Das Tutorial zur Arena. Ich hoffe, es hilft einigen Leuten weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, Abo, ja, wie auch immer. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Servus für euch.